Sehr geehrte Gäste, liebe Kollegen, in folgenden circa 10 Minuten möchte ich ein Interview mit mir selbst führen. Ich werde immer wieder Fragen an mir selbst stellen und auch versuchen, die zu beantworten. Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich führe ein Interview mit mir selbst. Herr Reitsch, welche Rolle spielt die ethnische Identität und Ihre künstlerische Arbeit? Meine Antwort. Wenn man in unserer Gegenwart als sogenannte internationale Künstler tätig ist und sich selbst so bezeichnet, muss man sich immer wieder ausweisen, woher man kommt, was man macht, ähnlich wie bei der Passkontrolle am Flughafen, wo der Reisepass gezeigt werden muss, um das Land überhaupt betreten zu können. Interessanterweise zählen Flughäfen zu den wenigen Orten, wo ich nicht über meine Roma-Herkunft befragt werde. Vielleicht nur, weil im Pass unter Nationalität Deutsch steht. Ich mache immer eine kurze Pause gegen die Übersetzung. Natürlich habe ich verschiedene Strategien in meiner langjährigen künstlerischen Praxis entwickelt, um diese Reise so zu gestalten, dass ich die Möglichkeit finde, mich als Ungarn-Rom, also ungarischer Rom, zu emanzipieren. Dabei brauche ich aber die Unterstützung und Anerkennung meiner Kollegen. Ich stelle mir das so vor, als ob wir in einem Saal voller Menschen einen Walzer zusammentanzen würden. Wer kann hier Walzer tanzen? Ich auch nicht. Müssen wir erst mal lernen. Wenn die Harmonie der Tanzschritte funktioniert, plaudert man dabei über Themen wie zum Beispiel: Welche Vorstellungen von der Zukunft haben die Roma in den verschiedenen Ländern? Und ob diese Vorstellungen mit den EU-Ländern in Übereinstimmung gebracht werden können. Aber wenn die Harmonie nicht funktioniert und man sich gegenseitig auf die Füße tritt, warten beide Seiten ungeduldig auf das Ende des Tanzes. Und ja, es macht keinen Unterschied, ob ein Rom oder Romja, Sinti, Sintica, ein deutscher Mann oder eine deutsche Frau den Walzer tanzt. Also miteinander, ja? Kann man auch tauschen mit Partner. Wichtiger ist vielmehr, wie wir miteinander tanzen. Herr Ratsch, wie sehen Sie das Verhältnis Ihrer künstlerischen Arbeit zur Mehrheitskultur bzw. zur Kultur der Nicht-Roma und Nicht-Sinti? Meine früheren künstlerischen Arbeiten, die ich in Ausstellungsräumen der Mainstream-Kultur präsentierte, wirkten, banal gesagt, wie Lost in Translation. In den Hybridräumen, wo die lokale Roma-Kultur und die mittelosteuropäische Hauptstadtkultur Budapest zusammentrafen und klare Vorstellungen und Erwartungen an die zeitgenössische Roma-Kunst ausformuliert wurden, waren mir die Türen verschlossen. Zu Galerien, wo die Arbeiten von Roma-Künstlern gezeigt wurden, fand ich keinen Zugang, da ich mich nicht genug als Aktivist verstand und über die Roma-Künstler um über die Roma, in Klammern über die Roma, künstlich zu arbeiten. Mir fiel es von Beginn an schwer, mich ausschließlich als Roma-Künstler zu positionieren. Einmal wurde ich sogar als Künstler der Outsider Art bezeichnet. Outsider bedeutet, nur ganz kurz erklären,
wenige Künstler, die man so benannt, weil die kann man nicht, also die Kunsthistoriker können die nicht unter eine Schublade so kategorisieren. Nach allen diesen Beispielen stelle ich mich humorvoll und ironisch als Internationaler, Ungarn, Deutsch, Belge, Roma, Outsider-Art Künstler vor. Der Reporter ist jetzt ein bisschen erstaunt und stellt die nächste Frage ganz schnell. Herr Reitsch, möchten Sie mit Ihrer ethnischen Identität wahrgenommen werden oder nur mit Ihrer Arbeit? Er stellt sofort noch eine Frage, um mich zu verunsichern. Welche Rolle spielt der Antiziganismus, Antiromaismus in Ihrer künstlerischen Arbeit? Ich überlege nur ganz kurz. Die Antwort kommt sofort. Stellen Sie sich vor, dass ich, André Reitsch, in der Transithalle der Flughafen sitze und auf meinen Flug warte. Da kommen die Mitreisenden. Vergessen Sie nicht, für die bin ich selbst auch nur eine weitere Mitreisende, der auf den Flug wartet. Alle sitzen wir zusammen in einem Warteraum. Es steht nirgendwo, dass hier Roma und Nicht-Roma warten. Es gibt keine Titel, wie zum Beispiel der Roma-Image Transit. Und gerade deswegen bin ich wahrscheinlich der Einzige in diesem Transit, der über seine ethnische Identität nachdenkt. Die Wahrnehmung der eigenen ethnischen, religiösen und auch sexuellen Identität kann nicht gelöst werden von dem Kontext, in dem man sich befindet und der einen darüber nachdenken lässt. Was bedeutet das ganz genau? Als ich noch ein kleines Kind war, haben wir in meiner Familie nicht über unsere ethnische Herkunft geredet. Das wurde immer nur durch verschiedene Institutionen und Personen von außen negativ oder positiv angesprochen. Wenn man mit der eigenen ethnischen Identität immer wieder konfrontiert wird und in seinem Alltag von institutionellem Rassismus, wie zum Beispiel Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz, Stigmatisierung und Ausgrenzung in der Öffentlichkeit etc. betroffen ist, dann kann selbst der neutrale Transitraum, Sie erinnern sich noch, wo ich gerade sitze, von einer ruhigen Wartezone zu einem Ort werden, an dem ich nur noch in Ruhe gelassen werden möchte. Somit ist meine künstlerische Tätigkeit unter verschiedenen Aspekten zu betrachten. Meine ethnische Identität, aber auch das Bewusstsein, Teil einer europäischen Hybridkultur zu sein, wo ich durch meine kreative Arbeit Anerkennung erlangen möchte, stehen dabei im Vordergrund. Und besonders bei dem Anlegen eines Bildarchivs über die Geschichtsschreibung der Roma und Sinti oder der Roma aus Ungarn muss ich in erster Linie eine gute Arbeit leisten. Das Verständigen, das Kommunizieren. Nächste Frage. Herr Reitsch, wollen Sie mit Ihrer künstlerischen Arbeit Teil einer nationalen Kultur werden? Oder sehen Sie sich eher eine die nationalen Grenzen überwindenden Kunst, und Kultur zugehörig? Welche Rolle spielt in Ihrer künstlerischen Arbeit die Staatsangehörigkeit und nationale Zugehörigkeit? Ich versuche ein bisschen auszuweichen aus dieser Frage, aber beginne ganz schnell wieder.
Das an etwas teilhaben wird gerade in ganz Europa neu belebt. Was bedeutet zum Beispiel die deutsche Kultur für die Roma aus Ungarn? Was bekommt eine deutsche Familie vermittelt, wie sich eine Roma-Ausstellung ansieht? Roma-Ausstellung in Klammern. Gibt es überhaupt temporäre Ausstellungen, Kulturräume, Museen, die die Roma-Kultur vermitteln oder einen Ort für eine reale Roma-Emanzipation durch Sprache, zeitgenössische Kunst, Literatur und einem Bildungsprogramm schaffen? Teilhaben und Teilsein ist für mich dasselbe. Natürlich wünsche ich mir, dass die Romane, Novellen und Sachbücher von Schriftstellerinnen mit Roma-Vorfahren auf Deutsch, Spanisch, Englisch, Chinesisch etc. gelesen werden können. Dann könnte endlich wahrgenommen werden, dass die Roma nicht nur über das eigene Elend berichten können, sondern ein Bild von Europa zeigen und ein ebenso hohes Niveau erreicht haben wie alle anderen Intellektuellen in Europa. Wer von Sie möchte nicht ein gutes Buch lesen, egal welche ethnische Identität der Autor hat? Das wird aber erst möglich sein, wenn sich der politische Status der Roma ändert und sie als Bürger der jeweiligen Länder anerkannt werden und damit auch ihre Heimat in Europa finden, die sie lieben und beleben können. Der Reporter schaut mich an mit glänzenden Augen, freut sich und bedankt sich bei mir. Sie haben ein Interview gehört von und mit André Ratsch. Herzlichen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit.